Haut Freitag von der 1. Oktavwoche begrüße ich euch ganz herzlich aus der Kathedrale Notre-Dame von Lützeburg. Am Kader von der Muttergottes-Oktav, die dieses Jahr unter dem Thema steht, Maria, Zeichen von Hoffnung und Trost, überdroh mir von Heid Pontifikal Andacht. Sie wird präsidiert vom Weihbischof Monseigneur Leo Wagner. Als Anfang sangen wir das uralt Ulflinger Marienlied. Bei der Aussetzung Lauda Jerusalem vom Theodor Decker Magnificat 838, die Regina Zöli Magnificat 574, beim sakramentale Segen den Tantum Ergo und Melodie Jesu Herz, an das Schlusslied Le Seigneur m'a comblé vom Paul Descartes Magnificat 1075. Den Domorganist, den Herr Paul Breich, spielt als Sorti Fuga sopra il Magnificat vom Johann Sebastian Bach. Kantoren sind Herren Jean-Marie Bock, und Marc Dostat, den Dirigent von der Metrise von der Kathedrale. Thema von der Predigt von der Oktavpredigerin der Madame René Schmidt aus Haut, Magnificat. Sprach mit den Hirten, mit
mit fremder Könge auf. Ihr Herz und ihr Fühlen tun jedem Volk sich auf. Unterm Kreuze, das Schwert tief in dem Herz, durchlitt mit dem Sohne des Sterbens bitteren Schmerz. Lasset uns beten. Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes, dein Sohn hat am Kreuz die selige Jungfrau Maria, seine Mutter, auch uns zur Mutter gegeben. Höre auf die Fürsprache unserer Schutzpatronin und schenke uns in allen Nöten deinen Trost und deine Hilfe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn,
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth, dann kehrte sie nach Hause zurück. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lief alle Gur Heibannen an der Kathedral, an déi der iwwer Medien mat eis verbonne sit, e spezielle Gros. La Vierge Marie est mon plus beau coup de foudre. Das ist der Satz von engem bekannten französischen Humorist. Vielleicht kennt ihr ihn, de Gad Elmaleh. Sein Name verrät schon, dass es kein direkter Europäer ist. Er hat vor kurzem sein katholisches Coming-out an den Medien gemacht. La Vierge est mon plus beau coup de foudre. Ein gewohnter Satz an enger Zeit, wo es nicht mehr so evident ist, katholisch zu sein, aber wo wir zu engem von den säkularisiersten Ländern von der Welt gehören. Dieser Mann kommt aus dem Marokko, also auf muslimischem Terrain, an einer jüdischen Familie großging, und hat eines Tages eine Glaubenserfahrung mit Jesus Christus gemacht. Und daraufhin hat sich am Erwachsenenalter Däfe gelost. An sei Weg als über die Mutter Gottes bei der Jesus gegangen. Und hat sogar Theologie studiert, und ich noch gelesen. Auf vor kurzem, den 23. Dezember, also kurz vor Christtag, hat er eine Privataudienz beim Papst François. Und er hat der Medienstar an einem Interview an aller Öffentlichkeit über seine persönliche Beziehung zur Mutter Gottes geschwärzt. Marie me tient. Je la porte en moi, sur moi. Und hat ein kleines Medaillon. Je lui demande de m'aider, surtout avant les shows. Oui, la Vierge est mon plus beau coup de foudre. Tieng, die ihn darauf sind als naiv aufgestempelt. Andere haben den Mann couragiert fand. An die Last, die fand, die persönliche Glauben, den hat aber auch gut nicht an der Öffentlichkeit zu sichern. Weil Glauben wie ein rein Privatsache. Kommen wir zurück an den Bibeltext von heute. Da sehen wir auch eine couragierte Frau, die nicht zickt, für sich in Bewegung zu setzen, für zu schwätzen von dem, wie den Herrgott handelt. Sie ist an anderen Umständen. Und sie geht zu Fuß von Nazareth ob Karem bei ihrer Cousine Elisabeth, die sie nicht vergessen hat. Sie will ihr erzählen,
dat sie Mam vom Jesus gëtt. Den Erlöser. Neid Leben huet sich ugekündigt, an des Norricht geheiert hier net allein. Dat, was zu Nazareth geschieht ist, kann Maria nicht für sich behalen. Nein, den Herrgott ist an ihr Leben angebracht. Und sie ist am Gangen, haut nur in ihrem Körper etwas vom Reich Gottes zu erleben. Etwas von dem, wie Gott handeln kann. Sie weiß, bei Gott ist nichts unmöglich. Und sich gehört Maria zu den Klängen vom Volk Israel, zu den Anawim. Propheten schwätzen von ihnen als den Gebückten, die betrübt, sind sie, les affligés, die armen Menschen ohne groß Lobby am Volk. Das trifft wirklich auch auf Maria zu, weil sie ist eine einfache Frau, die vom Herrgott berührt wird. Einfach so, gratis. Und darauf hin lässt sie sich auf dem Herrgott seine Feierung an, obwohl sie nicht direkt weiß, wohin das sie feiert. Mir aus der Memoir, aus den Psalmen, die sie gut kannt hat, auswendig, impressionant. Du schafft sie, für ihre Weg zu gehen. Gott ist wie das feste Fundament, auf dem hier Existenz steht. Mit ihm will sie gehen, durch Stück an den. Aber Gott soll durch sie wirken. Ihm will sie dir gehen. Und Maria deelt das spirituelle Erfahrung mit. Vielleicht ist es nicht ein kleine fromme Geschichte, aber es ist schon ein Leiden hier dran. Vielleicht schon das Leiden von der reifen Maria, die hier unter dem Kreuz steht. Sie spürt die Schwangerschaft. Sie fährt vielleicht doch mir die Kant. Aber sie ist aber weh. Der Weh mit Gott. Weil alles Leid an seinen Händen. Gegen all menschliche Logik geht sie. Wir hätten doch gesagt, man bleibt daheim, weil du musst es schonen, dass du hast zu viel weit für eine Frau an anderen Umständen. Maria gesagt das auch nicht. Hier werft die Mächtig vom Thron, und hilft die Klang an die einfach. An dieser Gewissheit geht sie führen. Liebe Leute, Maria weist uns den Weg an ihrem Magnificat zu einer engagierter Spiritualität. Ihr Weg an Freiheit, wo den Herrgott die gewinnten Ordnung ob den Kopf geheit. Eine neue Logik, wo die Klang ob einmal wichtig sind. Mehr wichtig wie die Groß, wo die Stolz vom Sockel geheit gin, an die hungrig etwas zu kriegen. Aus so einer Welt wollen wir da auch all daheim sein. Es war doch nicht verwunderlich, dass diesen Text revolutionären Charakter hat. Und zum Beispiel in Argentinien während der Diktatur war es verboten, den Magnificat öffentlich zu singen oder zu beten. Das tut der Papst François auch noch kannt. Der Magnificat, ein Text, die Menschen immer in Bewegung gebracht hat. Auch Künstler, die eng gemalt, die anderen komponiert. Bach und Schütz nehmen zwei große Beispiele. Rund 100 Jahre vor unserer Oktav schreibt sogar der protestantische Reformator
Martin Luther, sein Kommentar zu diesem Bibeltext. Es ist den 18-jährigen Herzog Johannes Friedrich von Sachs, den dem Luther den Auftrag gibt. Diese Frätchen, für ihm etwas zu schreiben, für besser können zu regieren und aus der Illusion herauszukommen, allmächtig zu sein. Regieren war damals auch nicht leicht. Die Menschen haben in der Pest der Krieg gelitten. Das Volk war verarmt und hatte es schwer mit dem etablierten Klerus und mit der kirchlichen Hierarchie. Viele von ihnen haben auf ein neues Konzil gewährt. Und gerade an dieser Stimmung hat Martin Luther sein Magnifikats-Kommentar geschrieben. Hier ein paar Sätze aus seiner Übersetzung. Meine Seele erhebt Gott, den Herrn, und mein Geist freut sich an Gott, meinem Heiland, denn er hat mich, seine geringe Magd, angesehen. Er handelt mächtig mit seinem Arm und zerstört alle, die im Innersten ihres Herzens hochmütig sind. Er setzt die großen Herren von ihrer Herrschaft ab und erhöht die, die niedrig und gering sind. Er nimmt sein Volk Israel auf, das ihm dient, an das er in seiner Barmherzigkeit denkt. Für den Luther ist Maria eine eminent Botschafterin von der guten Nachricht. Und er sieht, alle, die gut regieren und als Herren segensreich sein möchten, müssen es sich gut einprägen und merken. Singt Maria doch darin auf das Allerlieblichste von der Furcht Gottes und davon, was für ein Herr er ist, vor allem davon, welche Werke er an den Hochgestellten und an den Niedrigen tut. Diese Dynamik hat Maria verstanden. Sie weiß, dass eine Kirche, die nicht dient, für nichts zu gebrauchen ist. Sie weiß, dass das Leben mit Jesus am Dienst besteht. Und sie gelebt und dem Herrgott seine Gerechtigkeit, die sie selber erfuhrhat. Eine Dynamik, die sie beseelt, für zu singen. Bewegt von den Psalmen, schreibt hier Geschichte sich lo und Geschichte vom ganzen Volk Israel an. Eine Frau, die nicht zickt, abzubrechen, Témoignage zu geben von dem, was sie erkannt hat. Am Meer, als Leben, weil wir viel Resistenz erfuhren, bemol zwänger Klänger Privatsache gehen. Oder gesehen mir am Glauben ein konstruktiver Beitrag an enger Gesellschaft, wo es nach einer Farbe geht, einer Meinungen, einer Religionen, einer Konfessionen. Wir nehmen den, der couragiert, von dem schwätzt, was ihn als Christ bewegt, kann haut nach interrogieren. Und das muss man herbringen, da wo wir leben, da wo wir stehen. Glaubenserfahrungen gehören nicht uns. Wir sind gefordert, sie anzubringen. Ein Glauben braucht Raum und Respekt, auch an der Öffentlichkeit. All das als ein Menschenrecht, Religionsfreiheit. Wir kommen noch einmal zurück bei der Gott El-Malech, der französischen Humorist. Geht mal gucken, geht mal googlen, ihn ist wirklich extra gut und er hat ein gutes Mundwerk.
kann ich gut lachen von ihnen gesagt. Hin hat am 21. Jahrhundert von Maria als Sänger größter Leib geschwärzt. Ich konvertierte Jud zum Katholizismus. Hin hat für Rumänt auch einen Film gedreht über seine Geschichte. Ein Film, der flott ist, den heißt Rest un peu. Und ihn hat kein Hehl aus seinen Überzeugungen gemacht. Als gläubige Katholik seht ihr Haut: Je suis étonné qu'en France, une grande majorité de catholiques ne vivent pas leur foi au grand jour. Il y a une forme de pudeur et de retenue que les juifs et les musulmans n'ont pas. Je ne sais pas comment l'analyser, mais dès lors qu'ils sont dans l'amour et dans la joie, ils devraient être fiers d'être chrétiens. Überzeugend, hofrig Christin zu sein an einer Welt, wo es noch viel anderer Überzeugungen gibt. Wie Maria sich abbringen, sich an den Dienst von anderen Menschen stellen, mit ihnen Weh, auch mit anderen Religionen. Aber wir müssen uns an abmachen, weil auch sie sichern den Herrgott, sie sichern das feste Fundament, auf dem wir stehen. Wir, und der Hand von Maria, wir brauchen uns nicht zu schummen, da wo wir leben erstehen, Rechenschaft von unserem Glauben aufzulegen und zu suchen, was uns wichtig ist. Durch unser Leben, wie der Franz von Assisi gesagt hat, wenn wir gefroht gehen, auch mit wieder. Amen. confirmata est per nos misericordia eius. Et veritas Domini manet in aeternum. In saecula saeculorum. Amen. Ora Jerusalem,
Maria hat ihr Leben ganz an den Händen, Herrgott, gelucht. Gouf dabei überreich beschenkt. Mit hier kommen wir voller Dankbarkeit für dich aufruhen. Wir sagen dir Merci für den Papst Franziskus, den auch sein Minister immer nächst neu an die Hände von Maria lädt. Schenk ihm an seinen engsten Berater dein hellische Geist, für die Kirche zu leiten, an dem Volk neu Wege abzumachen. Wir sagen dir Merci für all die Menschen, die bereit sind, eine Verantwortung an Politik, an Gesellschaft zu überholen. Schenk ihnen dein herrlicher Geist an reichem Moos für den Dienst an alle Menschen. Wir sagen dir Merci für all engagierte Frauen und Männer am Dienst von Frieden und Gerechtigkeit, an Kommissionen und ONGs. Schenk ihnen immer nächst den richtigen Blick für die Ungerechtigkeit und die Last an der sozialen Kette. O Marie, wir sagen Merci für all die Menschen, die den Dienst vom Gebet an unserer Kirche überholt haben. Wir vertrauen dir die Gebete von allen Pilgerinnen und Pilger an. Herrgott, gute Pap, lauscht beist Gebet, a Feierreis ob Vierspruch von Maria, Weh von der Gerechtigkeit auf vom Frieden. Darum biete mir durch Christus eisen Herr. Regina Celi, O
Prions. Dieu qui, par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avait bien voulu réjouir le monde, faites-nous parvenir, par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. Par lui, Jésus le Christ, notre Seigneur. Panem de cielo prastitis Dieis, Alleluia. Omnine provincia Alleluia. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passionis tue memoriam reliquisti, tribue, quesumus, itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Le Seigneur a comblé de joie.
am Kader von der Muttergottesoktav, wo mit pontifikal Andacht überdrohen aus der Kathedral von Lützeburg. Die könnt ihr nach ein Kehr lauschen, heute Abend um 18 Uhr oder um 23 Uhr jeweils Dock. Analogie mit dem Mikro zurück an das Studio.